Guten Morgen. Hoeveel van ons leven krijgt zo weit als je leven moeten? Wanneer we leven zullen, dan komt meest voorts een gedanke op, meins als dat werkelijk zo. En wanneer we lezen van Lazarus. Lazarus weer krank, Jesus wordt benodigd, dein vriend Lazarus als krank. En wir rennen dus niet bozig damit. En we leven met ons dat moet voet zijn, niet zo? En want we beten dan, God zal voets beantwoorden en God zal voets toezenden en God zal voets handelen. Aber recht ons geloven hand dafür. Want van deze dag einer krank is, dat eerste wat we doen, is als op je slaan en beden voor hem, niet zo? En wanneer dat niet helpen dat, dan roepen we dem Ältesten van de kerk en laten dem komen en dem met al salben en over dem beden. Wanneer dat niet helpen dat, dan vinden we dem dokter en zijn als we een appointment maken, dan brengen we dem dokter, niet zo? Dat is de weg waar we als Christen handelen doen. Maar ik weet niet of ik dat niet recht metgekregen heb, dat het is dat wordt, of als dat krijgt omgedraaid als we het doen. Vielleicht hebben we eerst een dokter vinden, dan voor we de hand zijn als dat wat helpen dat. Wanneer dat niet helpen dat, dan fangen we met ons aan bij dem punt te komen en zeggen, ik wil dafür beden. En wanneer dat niet helpen dat, dan roepen we naar den Ältesten en zeggen, als die wordt komen willen en die met al salben over dem beden, dat is omgedraaid als dat wat de Bijbel ons leert, wat we doen zullen. En we vinden dat Martha en Maria hadden een broeder, Lazarus, en die weer krank. Dat zegt ons in Johannes kapitel 11, vers 39, 44, waar ik lezen. Jesus zei, neemt den Stein weg. Martha, dem Dödchen, seine Schwester, sagte am, Herr, der stinkt all, wenn der soll Feuer der dort. Jesus sagte seht ich nicht, wenn du läufst, dann wirst du Gott seine Herrlichkeit sein. Dann nehmen sie den Stein weg und Jesus schickt nur der Hech und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich gehört hast. Ich weiß, dass du mich immer hörst, aber wenn es dort Volk, was hier steht, sage ich das, dass sie glauben können, dass du mich geschickt hast. Und als er das gesagt hat, ruft er mit einer lauten Stimme, Lazarus, komm raus. In der dritten Mann kam raus, hein en feit mit graflöckes bewickelt, in ein Schweittuch über das Gesicht gebunden. Jesus sagte ihm, lässt am los und lot am gehen. Jesus sagt, ich sehe das Lebensbrot. Und wenn Jesus sagt, hey, ist das Lebensbrot, dann ist das Leben in Jesus Christus. Und das sagt uns, Jesus sagte uns in Johannes Kapitel 10, Vers 11, Jesus sagt, ich sehe der. Jesus sagt, ich sehe der, und wer durch mich durchgehen wird, der ist gerat. So, wenn wir im Haus nicht gehen wollen, wir krüpen nicht durch ein Fenster durch, normalerweise nicht. Wir gehen durch der durch. Und dort ist uns klar, du haben wir durch zu gehen und nicht das Fenster. Das Fenster ist dort durch, dass wir an der frische Luft lassen. Aber der ist dort durch, dass wir durchgehen können. Und Jesus sagt in Johannes Kapitel 8, Vers 12, ich sehe das Licht für diese Welt. Und er sagt uns, dass die sind das Licht für diese Welt. Du und ich, wir sind das Licht für diese Welt. Du und ich, wir sollen dagen, wir sollen der Welt weisen, wer Jesus Christus ist. Und wenn wir Licht sind, dann wird der Welt sein können, dass Jesus Christus in uns ist. Jesus sagt, ich sehe die Wahrheit. Und wenn wir die Wahrheit haben, und wir glauben an die Wahrheit, wir glauben an das Wort Gottes, dann haben wir die Wahrheit auszuleben. Jesus sagt, ich sehe das Leben. Und wenn Jesus Christus das Leben ist, und wir haben Jesus Christus im Hort, dann haben wir das ewige Leben in Jesus Christus. Er sagt, dass ich sehe den Weg. Wenn Jesus der Weg ist, und wir haben Jesus Christus im Hort, dann sind wir auf dem Weg zum Himmel. Wir sind auf dem Weg durchhin, wo Jesus uns hinbringen will. Jesus, dein Freund Lazarus, ist krank. Und Jesus sagt uns in Johannes Kapitel 15, dass wir sind seine Freunde. Er sagt nicht, dass wir sind seine Sklaven, sagt er nur. Er sagt, sie sind meine Freunde.
So, wenn ich krank sie, ich sehe Jesus Christus sein Freund, dann lädt ich Jesus dort weiter, ich sie krank. Dann sage ich Jesus, du kannst mir gesund merken. Und er der dort. Und Jesus Christus, der ist sehr interessiert, mir gesund zu merken. Ich war in Paraguay, ich war 3 Monate im Bad. Und ich bete, und meine Kinder beten. Johannes, wie ein kleiner Bein, ich habe sich jeder Tag beim Bad Handknäuel und bete für mich, dass Gott soll mir gesund merken. Und das tut drin, das nicht? Und mit einmal dann sage ich da, so, ich bete nicht mehr für Papa. Und wir sagen nicht, no, Gott hielt nicht. Gott, der hat nicht beantwortet. Und das steht selber mit euch nicht, so? Wenn Gott nicht in gewissen Zeit kommt, dass er uns antwortet hat, dann geben wir ab. Gott hielt mich nicht, Gott beantwortet nicht. Aber ein Tag, dann sieht Gott, das ist der Tag. Von der wirst du abstoßen, du wirst zum Morgens abstoßen, du wirst nur die Kirche fordern und du wirst bei der Kirche Zeuge davon, dass Jesus die von dir gesund gemacht hat. Und Gott deut. Ich finde die Kirche und ich zeuge davon, dass Jesus mir gesund gemacht hat. Und er deut. Und ich habe viele Menschen hier sein, die Jesus gesund gemacht hat. Wenn es wird, wir sind seine Freunde. Und er will seine Freunde helfen. Und Jesus wird benötigt, dass sein Freund Lazarus ist krank. Hast du dir Jesus dort einmal weitergelassen, dass sein Freund der krank ist? Wenn wir Jesus dort weiterlassen, Jesus kümmert sich darum. Und Jesus, der wir weit auf von Bethanien, wo Lazarus war und wo Martha Maria war, und als Jesus dort benötigt wird, haben wir ganz ruhig. Hij deed gar nicht für die Sache, die Hand schmieden und sagen, weil sein wird für die Hand kommen, wenn es Lazarus ist krank, der muss behelfen. Der muss seine Doktor, der gestorben hat. Hij wir ganz ruhig und seine Dienste wieder. Mit einmal ist noch ein paar, der sagt, dass sie weißt du was, ich glaube, wir sollen mal uns Freund Lazarus besichtigen gehen. Und dann wird er aber benötigt, den Freund Lazarus, der ist gestorben. Und Jesus sagt zu den Jüngern, uns Freund Lazarus, der schlaft. Oh, sagt der Jünger, dann wird wieder gleich hingehen, dann wird uns gleich später, wenn es von der Schluppe hat, dann wird besser mit dem. No, sagt Jesus, Lazarus ist tot. Was wird man da hingehen? Da hingehen Rohre und Trüre mit dem Typ? Hier sind genug Menschen, die halt befehlen. Hat dort sagen können, no, Jesus lebt Martha, Jesus lebt Maria und Jesus lebt Lazarus. Und Jesus kommt dahin, und das sagt Jesus und Jesus rot. Wenn es wird rot Jesus, wenn es Lazarus tot wird, rot er, wenn es Martha und Maria so traurig wäre, wenn es wird rot Jesus durch beim Grab. Er rot durch, wenn es da tausende Menschen wären, was am gesehen hat, Wunderdeunen, was am gesehen hat, wo er große Sachen, welche Deut in Gott zu nehmen. Da wären tausende Menschen, die hat hier, wo er das Recht Gottes erklären deut, dass das Recht Gottes nicht endlich kommen wird. Und die glaubten nicht. Dort wir, wenn es wird Jesus traurig wird, dort wir wird Jesus rohrend merken, dass die Menschen nicht leben, und dort wird er entgelehrt hat, oder wird er heute ansagen. Jesus wird geraubt, um Lazarus gesund zu merken. Jesus wird nicht geraubt, nicht benötigt von Martha und Maria, dass er soll durchkommen und durch den Lazarus arbeiten, und wird geraubt durch wenn Lazarus wird krank und Jesus soll dann kommen, den Kranken heilen. Und wenn wir Menschen sein, dort die Lieder tun, wir sind bereit, für den Menschen anzustellen, nicht so? Wir sind bereit, für den Menschen zu beten. Aber als uns dort jemals in die kalte Kleider gekommen, wenn ein Mensch im Sorg liegt, dort wir würden hingehen und sagen, im Namen Jesu Christi, steh ab. Ich habe wirklich daran gedacht. Und ich habe gesagt, Gott, wenn du mir was sagst, mit einer ganz klaren Stimme, dass ich das ganz klar hier war, dann will ich können das tun. Und ich habe das nicht getan, aber ich hoffe, dass das ein schönes Tag ist. Glaubt ihr, dass Gott von der Tag nach kommen Menschen vom Tod abweichen? Ich glaube das. Und ich habe mit Menschen geredet, die das selbst getan haben. Ich habe Freunde, die Döden abgeweicht haben vom Tod. Jesus Christus kann das tun. Wenn Jesus das tut, wenn Paulus das tut, wenn Petrus das tut, die Bibel sagt uns, Gott ist der selbst gestern, von dir, und was in alle Ewigkeit, was der gestern getan hat, was er damals tut, als Jesus auf dieser Erde war, was er damals tut, was Petrus dort tut, was er damals tut, als Paulus dort tut, dort hätte er von der schon Tag nach auch.
Aber weißt du, was uns fehlt dort? Uns fehlt dort an Glaube. Wir haben gar nicht Glaube. Uns Glaube regt nicht weit genug, dass wir der Hand gehen in Deutschland sagen, steh ab im Namen Jesu Christi. Wir haben nicht genug Glaube, wenn ein Krebskranker am Bad liegt, der dort wir hingehen und sagen, im Namen Jesu Christi Krebs, ich befehle dir, diesen Körper zu verloten. Uns fehlt dort an Glaube. Weißt du, Jesus kann nicht einen krebskranken Menschen gesund merken? Schon kann er das tun. Und das hat er für getan. Und Jesus kann jeder Sorte von Krankheiten kann er heilen. Dutzende und Dutzende Menschen sind von AIDS geheilt worden, wegen sie und Jesus Christus lebt und durch ihr Gebet haben und Jesus hat ihn geheilt. Das ist eine anhaltbare Krankheit. Jetzt kann ich die heilen. Von den Menschen hier seine, von der Medizin hier seine, Herr, jetzt gar nicht. Aber Gott kann das tun. Gott ist der allmächtige Gott. Wenn Gott Lazarus kann abweichen vom Tod, dann kann Gott auch Kranke heilen von der ersten Tag. Krank ist das damals können. Bloß, wie Martha dort leben. Jesus bejehend Martha. Als Martha hier, da Jesus nach Bethanien kam, sie rannt am entgegen. Sie traf am Bütterkant vom Darb. Und da seht sie zu Jesus, Jesus, wenn du wirst hier gewesen, dann wird mein Bruder Lazarus nicht gestorben. Und das selbst sagt Martha im 32. Vers, Jesus, wenn du wirst hier gewesen, dann wird mein Bruder Lazarus nicht gestorben sein. Sie sagt, Jesus dort dass Jesus wird dem kranken Lazarus geheilt haben. Sie tröde Jesus dort dass Jesus die Kraft, der Macht, der Autorität hat, Kranke zu heilen. Wir wissen nicht, was von der Krankheit Lazarus hat, aber wir nur Krankheit, was zum Tod führen deit. Und sie tröde Jesus dort dass Jesus Christus die Macht hat, der Krankheit wegzunehmen. Wie viel tust du Jesus Christus zu? Wie viel tust wie der Doktor zu und wie viel tust wie Jesus zu? Weißt du was? Ich glaube, wie als Christen von der ersten Tag, wir glauben mehr an den Doktor als an Jesus Christus. Uns glauben als Gerater an Pelle als an Jesus Christus. Wenn's Wort. Wenn's wird bewiesen denn mit uns Leben. Wir gehen in einen Doktor, wir nehmen die Medizin, wir nehmen die Pelle. Ich sage euch, dass der Doktor schlecht ist. Lukas wirkt ein Doktor, wir haben mit Jesus Christus taub. Aber interessant ist, als Jesus Christus auf dieser Erde wir, die Menschen kommen nach Jesus, um sich von Jesus heilen zu lassen. Der Doktor wirkt durch. Jesus sagt gar nicht zu dem Menschen, der krank wird, ja, hier ist der Doktor, hier ist Lukas, geht nur dem, der wird den Pille verschrieben und dann nimmt ihr die Pille an, wo ihr gesund wurde. Die Menschen kommen nach Jesus und nicht zum Doktor. Wir gehen zum Doktor und nicht nur Jesus. Wir sind ganz umgedreht worden, diese Zeit. Und das ist nicht recht, was wir tun. Wenn wir glauben, wenn wir sagen, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube, dass Jesus Christus meine Sünde vergeben hat, ich habe Jesus Christus angenommen als meinen persönlichen Herrn und Retter, das ist das erste Wunder, was ich geben kann. So, wenn Jesus dort größte Wunder hat, dann könnt mich vom ewigen Tod übergehen und lassen, zum ewigen Leben, dann konnte er mir von eins noch Krankheit heilen, dann konnte er auch eins einen vom Tod abweichen und das ewige Leben schenken. Weißt du was? Ein Mensch körperlich abweichen vom Tod ist viel, viel weniger, als ein Mensch abweichen vom jährlichen Tod in das ewige Leben zu schenken. Und das ist, was Jesus Christus tut. Martha und Maria, sie zweifelten an Jesus Christus seine Macht. Und sie unterstellten Jesus seine Macht. Sie deuten Jesus seine Macht draufsatte. Sie deuten Jesus Christus seine Macht, seine Kraft, dass sie begrenzen. Sie begrenzen Jesus so weit, dass sie glaubten, Jesus kann heilen. Sie begrenzen Jesus so weit, dass sie glaubten, Jesus kann 5000 Menschen Eten geben. Sie begrenzen Jesus so weit und glaubten, Jesus kann 4000 Menschen speisen. So weit glaubten sie. Aber dass Jesus Menschen vom Tod abweichen, daran glaubten sie nicht. Und Martha sagt zu Jesus, ich weiß dort, dass der Tod abstoßen wird. Und ich weiß, dass Lazarus wird vom Tod abstoßen. Bloß nicht nu. Er wird abstoßen vom Tod an dem letzten Tag, sagt sie. Sie glaubt nicht mal Meister an, dass Jesus Lazarus nur wird abweichen vom Tod. Da hat sie nicht mal Meister an geglaubt und nicht mehr gerechnet. Sie sagt, ja, der wird, da haben eins von euch noch mal am jahren Tag. Bloß nicht nu. Und wie leben Völker, Jesus wird Wunder tun, bloß nicht nu. Jesus wird mir noch eins von euch heilen, bloß nicht von dir. Jesus wird eins von euch Worte mir bejehen, bloß nicht von dir. Und gleich wir mit Martha und Maria auch, so ich glaube, ja, eins von euch, bloß nicht von dir.
Und Jesus Christus sagt, in 25. Vers, Jesus sagt, ich sehe die Auferstehung in das Leben. Und er sagt, wer an mich läuft, wird leben und wann er auch stirbt. Jesus sagt, ganz liegt heute er. Ich sehe die Auferstehung, ich sehe das Leben. Wer an mich leben wird, der wird Wunder sein. Jesus geht durchhin, wo das stinkt. Jesus geht durchhin, wo der Tod ist, um Leben zu geben. Jesus geht durchhin, wo die Menschen im Trouble sind, wo die Menschen leidend sind, wo die Menschen ungegangen in ihre Trouble zu sehen sind. Du geht Jesus an. Wir finden gar nicht, dass Jesus in einem Tempel ging und durch Gemeinschaft mit den Pharisäern, Schriftgelehrten, und du mit denen Brot eten, ein Wein trinken, und schreinet fast vieren, und am das schein gehen Leid. Jesus ging immer durchhin, wo Trouble wir. Jesus ging immer durchhin, wo der Not wir. Jesus ging durchhin, wo der Kranke wir. Wenn du ein Leprakranker am dem dem heilt er. Wenn du ein Besetner wie an der Kant legst, du gehst hin und mögt ihm frei. Jesus wird durch, wo der Troubles wäre. Jesus geht durchhin, wo das stinkt. Und aus Jesus Frau deit, wo er dem Hahn gelacht, dann sieht die vier junge Fuß zurück, Maria und Martha. Wenn Jesus wollte hingehen, wo Lazarus war. Und sie sagten, no, der brauchst du gar nicht hingehen. Der stinkt all, der soll Feuer, der dort. Was weißt du, Herbst? Das ist längst zu lot für dich. Wenn du was da hingehen, Rohre wegen dem kostet das Döne, aber das ist alles, was das Döne kostet. Für die ist es zu lot, für Lazarus ist es zu lot, du bist zu lot gekommen. Weißt du was, Jesus kam mit unser Lot, aber Jesus kam never zu lot. Und wenn Jesus sagt, hey Wort, dann Wort hey. Jesus verspricht Wunder. Jesus sagt zu Martha und Maria, habe ich dir nicht gesagt, wenn die Leibe wurde, dort je würde Gott seine Herrlichkeit sein? Hat Gott uns doch nicht gesagt, wenn wir Leibe waren, dann wollen wir Gott seine Herrlichkeit sein? Klar hat er uns gesagt. So, dann mit anderen wir sagen, ich glaube gar nicht. Das glaube ich plötzlich gar nicht. Und wenn wir hier reden davon, der Mensch, dass wir Sündseier verloren haben, ein Sündseier böser Mensch, der hat sich bekehrt. Nee, das glaube ich nicht. Wirklich? Ja, der hat sich bekehrt. Das werde ich sein. Das ist Thomas auch. Das werde ich sein. Das glaube ich gar nicht. Oder wenn wir davon hören, das Mensch, der wir haben Todesbad von Kräft und Gott hat ihm geheilt, das glaube ich gar nicht. Der Prediger früher war 4 Sonntage nach sich heute wir, der wir auf dem Todesbad krank, Kräft. Und Gott sagt zu dem Prediger, er soll nach Kolumbien vor eine Botschaft bringen. Was, sagt er? Was leist du die? Weißt du nicht, dass meine Früh auf dem Todesbad ist? Ich habe meine Kinder alle töbt und gesagt, jene Mama wird sterben. Weißt du nicht, wenn meine Früh das geht? Und Gott sagte, läufst du mir mehr aus deiner Früh? No, das tue ich nicht. Okay, dann von der Kolumbien predigen. Und deine Früh, ich wollte eine Apostel. Und er von der Kolumbien hat sie eine Botschaft für dich. Und er kam 3. Sagt seine Früh, weißt du was? Ich war nach Spanien vor der Predigt. Was, sagt er? Du warst nach Spanien vor der Predigt, was läufst du die? Du hast ein paar Jahre zu leben, dann bist du dort. In dieser Condition, wo du bist, kannst du never sehen Pläne ankriegen. Und Jesus sagt, du warst nach Spanien fliehen und du warst eine Botschaft bringen. Und Jesus macht gesund. Der wir Knirkes und Lader, wie alles, was sie wir. Jesus heilt ihr von ihren Kräften und sie erst in Spanien gewasst und habt ihr gepredigt. Wenn Gott sagt, dass er das deine Wort, dann wird er das deine. Wenn Jesus sagt, ich war heile, dann war ich heile. Wenn Jesus sagt, der dort, dann go und der dort. Kriegen den, was die Menschen sagen, kriegen den, was die Menschen denken, kriegen den, was du denkst, was die Menschen denken wollen, go und der dort, was Jesus sagt. Jesus weiß, dass er geht, was Martha dacht. Jesus weiß, dass er geht, was Maria dacht. Jesus weiß, dass er geht, was all die Juden dachten, was da angekommen wäre, am Terror und der Trauer mit Maria und Martha. Da wäre viel von Jerusalem gekommen. Sie wissen, dass er geht, dass er gar nicht bleiben würde, aber da wäre Jesus entdeunt. Jesus redet nicht mit den Menschen darüber, Jesus redet mit Gott darüber. Er sagt, ich weiß, dass du mich immer gehört hast. Und ich weiß, dass du nu hier redest. Und ich sage, dass wenn die Menschen, alle Menschen, die hier stehen, dass die Leute kennen, dass du mich geschickt hast.
Jesus Christus wie geschickt worden von Gott. Und wenn Jesus Christus die Hand schickt, dann wird er die go und dort. Jesus sagt, dass die Menschen, ich glaube, ich kenne. Jesus kam bei dem Grab. Jesus ruht. Was tat er danach? Jesus bet. Was tat Jesus noch beim Grab? Jesus tat Wunder. Diese 3 Sachen tat Jesus beim Grab. Er ruht beim Grab, er bet beim Grab und er tat beim Grab Wunder. Und das ist, was Jesus von der ersten Tag nach Kreuzte tat, als er damals tat. Jesus wusste, wie schlecht Martha Maria das ging, wie traurig sie wäre, dass ihr Bruder Lazarus gestorben wäre. Jesus wusste, wens Wort Martha rohren tat. Die Juden wollen Jesus nicht merken. Als Jesus daten benötigt wird, dass Lazarus, sein Freund, wird krank, und als Jesus sagte zu seinen Jüngern, wenn wir gehen unseren Freund Lazarus besiegen, dann sagte der Jünger, weißt du nicht, Jesus, ein paar oder 3 wollen sie die nach Deutsch schlagen? Ne, was du 3 durch hingehen? Was läufst du? Die schlagen die durch Deutsch. Und Thomas sagt, in Vers 18 sagt Thomas, weißt du was, Jünger, guck mal nachher. Weil wir alle mitkommen mit Jesus, weil wir da hingehen, und weil wir uns zu alle Deutsch mehr gelassen. Mit Jesus ist gestorben. So, da wollen nicht bloß Lazarus dort sein, sie wollen auch alle dort sein. Wann er Trouble haben, weil wir so viel Trouble haben, dort sonst nicht schlagen. Und Jesus hat gar nicht gesagt, hätte Jünger, weil wir nach Bethanien gehen und uns Freund besiegen, dort sonst nicht schlagen können. Wir nicht auf diese Welt abgekommen, um gesteinigt zu werden, wir auf diese Welt abgekommen, um gekriegt zu werden von unserer Schuld und Sünde. Aber Thomas sagt, komm, weil wir gehen, weil wir uns nicht schlagen lassen. Jesus verspricht ewiges Leben. Jesus verspricht Himmel. Jesus verspricht Auferstehung vom Tod. Dort wir worden vom Tod abstehen am jüngsten Tag. Dort hat Jesus uns versprochen und dort hält er. Jesus sitzt uns in unsere Trauer. Wenn wir traurig sind, Jesus sitzt uns. Und weißt du was? Du kannst Jesus kratzen, sei verrohren und verschlemmen und vergrünzen, was du weißt. Er versteht dich. Er weiß, wer uns das geht. Wenn es er ist als Mensch und er ist als Gott. Jesus Christus hat uns gewesen, wo er geleden hat. Und wo er ausgespart wird. Und wo er behandelt wird. Und wenn wir traurig sind, Jesus weiß, wer uns das geht. Jesus wird auch traurig, als er vor dem Grab stund. Lässt Jesus, wir schaffen ihn gegen das Schein? Dass die Menschen da wären? No, Jesus wird traurig. Und er versteht uns, wenn wir traurig sind. Wenn wir rotlos sind, er versteht uns. Als Jesus die Hand kommen hat, Martha ging an Jesus entgegen, Maria bleibt fest bei einer Seite, und Jesus verstand Martha, Trouble. Sie wusste, dass Martha sehr traurig wäre, wenn ihr Bruder Lazarus gestorben wäre. Jesus weiß unsere Rotlosigkeit, er weiß unsere Schwachheit, und er weiß, wie begrenzt wir sind. Wir sind nur Menschen, wir sind nur schwache und begrenzte Menschen, da weiß Jesus sehr gut. Und du weißt, ja, wie immer weiter nur Jesus kommen. Als Jesus den Blinden sagt, dann jammert er das über dem und er merkt am Seinen. Als Jesus nach Jericho kommen, das Arme, was an der Kant war, gesagt und nicht sein können, und schrie nur Hilfe, nur Begnadigung. Jesus Christus hält still. Da wären tausende Menschen herum. Aber einer schrie nach Jesus. Und Jesus hält still und sagt, bringt ihm her. Und der Blinde, der kämpft für Jesus. Und Jesus fragt ihm, was weißt du, was ich für dich tun soll? Der Blinde sagt, ich will sein nicht kennen. Und wenn wir geräumt wurden von Jesus, wenn Jesus sagt, Weltfreunde kommen nur mich, dann gehen wir nach Jesus. Und Jesus fragt mich, was weißt du, was ich soll für dich tun? Und ich kann ihm da krank sagen, was ich will haben, was er für mich tun soll. Und da kannst du auch, jeder Christ, kann Jesus sagen, was wir wollen haben, was er für uns tun soll. Und wenn wir leben wollen, dann wird das passieren. Jesus sagt dem Krepel, aus der vom Dach raufgelassen wird, er sagt dem Krepel, du kannst dich legen. Und Jesus jammert um diesen Krepel. Diese 4 Menschen, die ihm darauf leiten, die leben. Das Krepel weiß, wie gut ich aus der gelebt habe, aber Jesus sagt, die glauben. Und Jesus macht ihm gesund. Und die nimmt ihn mit Draht und geht zurück für all die Menschen, die wir. Und weißt du was, wie denn das sei verkriegt so, aus diesen Menschen, die damals aus dem Krepeldeich Dach raufgelassen. Weißt du was, Leute seit dem Krepeldeich Dach rauf. Wenn es die Christen, wenn es die Menschen, die hier, die Stalte, die tötet nicht nennen können.
Wie stellen sehr viele Menschen dazu, dass sie nicht angehen können? Und das ist nicht recht. Wie müssen den Weg aufmerken, wie müssen den Stich aufladen, dass die Menschen zu Jesus kommen, wie sollen eine Halt sein, dass diese Feiermann eine Halt werden. Als diese Feiermann Jesus rede hier, der sagt, weißt du was? Uns Freund, dem Käpel, dem kann Jesus heilen. Dem wollen wir herbringen. Der rannte da fort, holte den Käpel und schlappte ihn auf den Dach ab, mir kriegt Dach auf, und fremden sein Haus, dachte sie auf, da kann Trouble geben, da kann Gerecht geben. Aber sie dachte auf, ans Schräpel, der muss für Jesus kommen. Ans Freund, der Schräpel, der muss für den Herrn kommen. Wie viel von unseren Freunden, die jährlich schräpelt sind, bringen wir für den Herrn? Wie viele Freunde, die krank sind, oder die eins eine Leidenschaft haben, bringen wir für den Herrn? Wie viele von unseren Freunden, die super sind, oder Bekannte, die super sind, oder Freundschaft, die super sind, oder Schmädchen, oder was immer die verlost ist und Leidenschaft haben, bringen wir für Jesus. Jesus will die Menschen für sich gebracht haben. Und Jesus will die Menschen heilen. Als Jesus diese 10 Leprakranke sagt, dann heilte diese 10 Leprakranke. Kein Mensch will mit diesen Menschen zu tun haben. Der wieder verschreien, der musste von weit auf sagen, ich zieh Ohren, ich zieh Ohren, ich zieh Ohren. Und nu wieder können sie sagen, ich zieh rein, ich zieh rein, ich zieh rein. Wen's Wort, wen's Jesus heute ein Tränen gemerkt. Wenn Jesus uns Tränen merkt, dann braucht ihr nicht mehr schreien, ich zieh Ohren. Dann kann wir schreien und jubeln und danken, ich zieh rein, ich zieh frei. Ich zieh nicht mehr, der was ich will. Jesus hat mir rein gemerkt, Jesus hat mich frei gemerkt. Dort, wir wollen diese Tieren wieder sein können. Und dort ist, was Jesus tut. Als Jesus dem Besäten an der Kant leeg sagt, dann dreht er bei sich erst darüber. Und das Besätner, der will nicht mehr ein verschreiner Mensch, und nicht mehr der Mensch, der mit Käde gebungen worden hat, der Twerite dort. Er braucht nicht mehr mal die Gräber schlupen. Er sagt, unständig und unständig ungetrocken, bezieht Jesus in euch Tau. Und Jesus sagt er, am Go nur den Freundschaft und bring ihn der Gute nur recht. Als der früh am Baum angetroffen war von Jesus schreibt seine 12 Jünger im Dart mit dem Ethikheim. Das ist mir das erste Frau, wieso wird Jesus seine Jünger rein alle an den Dart Ethikheim. Weißt du, wenn ich bloß 2 oder 3 Scheiche und andere konnte du beanbleiben. Der wird auch alle mit von Gone. Jesus für Meid. Er sah sich da in der Kontan und schickt all seine Jünger weg. Gott Ethikheim. Dann kommt diese Frau in den Baum. Eine samaritische Frau. Und diese Frau sitzt ihm Jesus da und Jesus sagt, Herr, gib mir zu trinken. Was leist du die Jüd? Als eine samaritische Frau, wie hat mit den Rennerschicht zu tun? Weißt du was? So gut wie sehr viel mit der Herde an. Mit den Nicht-Christen. Mit der Herde hat nichts zu tun. Als ein Jüd, als ein Christ, und mit der Herde hat nichts zu tun. Wer wird der Herde gewinnen, wenn du da nicht das? Und Jesus sagte er, wenn du willst weiter, wer die hier nur das Wort der Frau hat, dann willst du dem Frau nur Worte, und die wird die Worte geben, und die wird niemals mehr darstellen. Und Jesus unterhält sich damit und diese Frau ran in der Stadt an, nicht der Jünger in der Stadt an, die Menschen anzuladen und sagen, weißt du was, Jesus sagt das beim Baum, das ist der Messias, sondern diese Frau, der ran durch die ganze Stadt durch und sagt, weißt du was, ich habe den Messias gefunden. Und der ganze Volk, die ganze Stadt trollt an. Und sie hörte Jesus teil. Und Jesus bleibt mir der. Und sie sagte, nu bleibe ich nicht mehr bloß, wenn du gesagt hast, wir haben das Salz hier, wir haben das Salz gesehen. Als Zachäus auf dem Baum sagt, Jesus sagt ihm da. Und als Jesus dem sagt, und alle Dutzende Menschen, die da rum waren, ein Mensch, der sagt auf dem Baum, der wird Jesus sein. All diese Menschen, die sagen, Jesus, die haben kein Interesse nicht für Jesus. Aber dieser, was am Baum sagt, der ja. Er hat bloß eins im Sinn, ich will diesen Jesus sein. Der zweite hockt der Boe und schaut drauf. Und Jesus schaut nur daher und sagt ihm da, und sagt, Zachäus, krieg vom Baum rauf, wenn es von da, weil ich nur die zu Jas komme. Ich will von da nur die in Haus kommen. Und Zachäus kriegt Bosi vom Baum rauf, und er nimmt Jesus mit Freude ab. Er freut sich total. Alle diese Menschen, die können mit Jesus können, wie auf der Halt brummt.
Aber das Zachäus, das Söldner, das verschreine Mensch, wo man kein Mensch was wollte zu tun haben, der kriegt die Bose vom Baum rauf und nimmt Jesus mit Frieden ab und sagt, weißt du was? Ich ziehe einen Dief, ich habe gestohlen. Und wo ich gestohlen habe, habe ich das viermal so viel gegeben. Und der Hälfte von meinem Geld, was ich habe, Reklamon wird, wollte ich umgeben, sagt er. Und Jesus sagt, ich ziehe gekommen für die Kranke und nicht für die Gesunde. Das ist, was Jesus ist. Und das ist Jesus von der schon da noch gleich so. Jesus sagt zu Lazarus, komm rüt. Er redet mit einer lauten Stimme, Lazarus. Weißt du, was die Menschen deuten? Jesus stand vor dem Grab und Jesus sagt zu ihm, rollt dem Stein da weg. Martha Maria sagte, Jesus, weißt du nicht, dass das stinkt? Weißt du, wer das wirklich hat, wenn ein Mensch stinkt, das stinkt furchtbar sehr. Und Jesus sagt, rollt dem Stein da weg. Weißt du was? Das ist das Selbste, was Jesus dann sagt. Der Stein, der für uns hart ist. Der ist toll. Der Stein, der da weggerollt. Und dort, wo du und ich nicht kennen, dort soll du und ich tun. Jesus Christus heute kann sagen, Stein rolle weg und der wird der Fuß gerollt. Der heute kann sagen, Stein, du fliegst hier von hier Fuß, dann wird der Fuß geflogen. Da hat Jesus gar nicht tun können. Weil Jesus kann dem Dämon abweichen, dann hat er das auch tun können. Aber Jesus, der Menschen dort loten, was die Menschen tun können. Die Menschen können dem Stein da wegrollen. Die kannst ihn hart aufmerken. Die kannst ihn hart merken. Die kannst deine Worte was. Aber weißt du, was ewiges Leben geben, da kommt es Jesus Christus. Und das, was er verlangt hat, dass wir alle den Stein da wegrollen von uns hart. Wir sollen uns hart aufmerken für ihn. Dass er da hinein kommen kann. Und das ist, was er verlangt hat von diesen Menschen. Und die Menschen, die kickten, und vielleicht wird Johannes und Jakobus und Petrus da rollen den Stein da weg. Und dann kam da so eine heite, stinkende Luft aus dem Grab. Und die Menschen standen alle auf Spatzteils und wir nicht schwierig, was da nicht tun. Und wollen sein. Nicht schwierig in ihr Wirres, der Kreis ist wie Plottische. Schön ist er nicht schwierig, aber bleibt bei dir. Sei wieder nicht schwierig und checkte, lang kalt sich da an. Und checkte das nur Jesus, was war da nicht tun. Und Jesus checkte nur der Herr und sagt, Vater, ich danke dir dafür, dass du mich immer hier lässt. Und ich weiß, dass du mich hierst. Aber ich sage das, wenn diese Menschen hier alle, die hier rumstehen, die nicht schwierig sind, dass ich bleiben sollen. Dass du mich geschickt hast. Und als er dort gesagt hat, dass ich bleiben soll, dann sagt Jesus mit einer lauten Stimme, Lazarus, komm rüt! Und die Menschen staunen. Was war das nicht geben? Dann sagt Jesus, ich habe selbst nicht gehört, rollt dem Stein, war fair. Das tät mich nicht. Nicht so? Welch haben Lazarus rüt? Der lag da binnen. Ich glaube, er hat sich erst ein bisschen raufgerollt von seiner Bank, wo er liegen deed. Und ich habe da rüt. Da sagte wir, bebungen mit Groflöckes in den Schweitjuk ihrem Gesicht gebungen. Und als er da bitte wir, ich glaube, die Menschen, die waren lang dann überrascht, morgens sein. Da hat gespannt, sie haben da rüt. Hey, der Lazarus, der steht ab. Und als die Bitte ist, sagt Jesus zu den Jüngern, Petrus, Johann, der bringt ihm mal das Dirk vom Kopf los und wickelt ihm diese Lunze los, was er am hat, und lässt ihm gehen. Wow. Stell die dort bloß vor, was er durchgelebt hat. Und dort ist der selbste Jesus, der von damals hier ist. Und das ist der selbste Jesus, der von der Tag Wunder tut. Und ich glaube, dass Lazarus der Ehe bebungen wäre, so sind viele, viele Menschen von der Tag. Sie kennen die Bibel, sie sind die Kirche gegangen, haben das Wort Gottes gehört, die haben die Predigt gehört, ein oder andere, das ist nicht was damit zu tun. Wenn sie so sind blind, kann nicht sein. Der hängt den Dirk für die Ehe.
Die sind gebunden und ihre Leidenschaften und ihre Lieder, wo sie banden sind. Diese Kette muss gesprengt worden. Der muss freigesagt worden. Und dort kann bloß doen mit Jesus Christus in der Kraft. Als Petrus dem Deuten abweicht, dort hat mit Jesus Christus in der Kraft. Der Menschen, der leden Kleider an der Kant weg haben, wenn Petrus da gehen würde, so bloß Petrus in Schotte soll Eva tragen, und dann würde die Kleider nehmen, und der Mensch, der wurde krank, wieder der antragen, und der wurde gesund. Wird dort die Kleider, wird Petrus in Schotte? No, das wird nicht. Das wird der Glaube, was zu haben an dem allmächtigen Gott. Und das ist, was uns Trouble ist. Uns fehlt der Glaube an dem allmächtigen Gott. Martha glaubt Gott, Maria glaubt Gott, aber der Sinn Gottes wird da. Gott wird da. Und dort regt er, omdat das Wunder passiert ist. Lazarus, der sagt gar nicht, weißt du was, Jesus? Ich kann hier nicht rühren. Ich sehe bange, ich kann nicht sein. Ich kann hier nicht rühren. Schau mal eins, sie hier nennen. Seit Petrus, er soll hier nennen, komm mich abhalten. No. Als Jesus dem Raupe, der wie gehorsam. Der horcht. Der kommt dort im Grab Frucht. Wenn Jesus uns Raupe redet, wie besser wir sind gehorsam. Und das, was Jesus Christus uns sagt. Und Jesus will uns freimachen von allen Schulden, Sünden, wo wir Bände sind. Und er will uns, dass wir glauben sollen, und er wird uns große Sachen wiesen in deine Lote. Bringt am Lesen, lot am Gehen. Dort können aber die Menschen tun. Jesus weicht dem Döden ab, aber löst bin je dort halt nicht. Von all den Lunzen, was Aram gewickelt wird, und das Schweite, was mir im Gesagt gebogen wird. Dort halt nicht. Bringt ihm los und lot am Gehen. Wohin? Ich zieh mich sicher. Lazarus ist gar in Hüsteran, und Martha Maria gegangen. Der wird erst sein, durch Jesus gegangen. Der wird sein, von Jesus in die Hand gefallen. Der wird Jesus Christus angebeten, gelobt und gepriesen haben. Und Martha und Maria, weißt du was? Die haben nicht mal mehr Zeit gehabt, Bruder Lazarus nach Amt zu fahren. Die schmeißen sich durch an und loben den Preis Gott. Alle Menschen, die daran wieder sind, haben noch never zu sein. Und der lobt den Preis Gott für das, was sie sein haben. Wenn wir leben wollen, dann wollen wir Gott seine Herrlichkeit sein. Und wenn wir leben wollen, da waren tausende Menschen sein, die wollen Gott loben und preisen und danken für das Wunder, was er tun wird, da ich den glaube. Uns Glaube reicht bloß so weit, was wir gerade sind. Vielleicht noch ein kleines bisschen wieder. Wenn du deine Hand auf dem Kranken leidest, und du betest über dem, läufst du, der wird gesund worden? Wenn du dort nicht läufst, dann brauchst du herzlich mal beten. Ich glaube in dein Döne. Ich glaube an den Herrn Jesus Christus. Ich glaube Gott. Gott will ich glaube sein. Und er leicht das, wenn ich glaube Döne. Bloß wenn wir nicht glaube Döne, dann schafft er nichts. Jesus sagt, ich weiß dort, dass du mir einmal hirst. Der sagt, ich glaube dort, dass du mir einmal hirst. Ich weiß dort. Und er sagt, ich sage das. Du weißt, dass diese Menschen, die hier rumstehen, dass ich glaube kennen, dass du mir geschickt hast. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, und das sagt er zu uns, je worden die Dinge tun, was ich getan habe, und noch gratis als die. Sie wollen unseren Glauben wahrschlagen. Und weil wir das abweichen. Weil wir Kranke heilen, weil wir das Evangelium von Jesus Christus, die Freibotschaft vom Kreuz, den Menschen bringen. Amen. Jesus ist von dir hier. Und er will haben, dass wir alle noch ankommen. Wir brauchen nicht mehr das öle, stinkende Leben haben. Jesus Christus, der lädt uns an, noch anzukommen. Mit uns verbrochenet Hort, das wir Jesus bringen. Und er wird das wahre herstellen. Er wird das in Ordnung machen, er wird uns vergeben, und er wird uns nie Leben schenken, und er wird uns brücken in seine Rechte, er das will, wenn wir uns das loten. Das ist die Bedingung, wenn wir uns das loten.
Wir wollen uns gar nicht von Gott brücken lassen. Dort ist der Trouble. Luister, Gott will uns gar nicht brücken, schwör will dort. Jesus ist sehr interessiert, uns zu brücken. Bloß wir wollen uns dort nicht lassen. Der Prediger kommt beten. In einer Gemeinde sagt der Prediger zu den einen, was du von der beten? No, sagt er, du kriegst betont, wer du betest. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Wie will er machen, nur der andere soll gehen. Nur wenn der beten wird. Als er im Krankenhaus lag, eines Tages, der Spezialist kam den an und sagte, der Einzige, was ich der ist, Kopf aufmerken. Dem Kopf aufbetteln sein, oder Beine ist. Alle Junge, wie Angst. Da kam ein großer Evangelist, weltbekannt von der schon Tag. Der kam und bet über mich. Ich dachte mir selber, wenn der beten wird, dann wird gesund sein. Das nicht. Ich habe einen anderen großen Prediger, ein sehr bekannter, der hat deutsche Menschen abgewagt. Der wird über mich beten, und der betet über mich. Passiert nichts. Ich habe meine Früh, dann lese ich bis im Bad, ob ich das Hand und bete für mich, der Kopftrouble wird weich. Gott braucht dem, was er will, und nicht dem, was ich mir lese. Noch früher ist es anders zu sagen. Wir Menschen, aber wir Gott. Gott hier, der nicht dort beantwortet, was das große Evangelist betet. Gott hat euch beantwortet, was das große Prediger betet. Gott beantwortet, was meine Früder betet, mit 7 Bad. Gott ist der, wer er sagt, was er ist. Lebendig, allmächtig und allgegenwärtig. Heißt man der hier. Amen. Wir beten. Jesus Christus, du bist hier. Wir loben dich, wir preisen dich, wir danken dich für das große Wunder, was du damals deutst bei Lazarus. Und noch viel Jahre das Wunder deutst bei mir, aus dem Abweichen deutst vom Tod, vom ewigen Tod, vom jetzigen Tod und mir das ewige Leben schenkt deutst. Große Wunder hast du getan among all diese Menschen, die hier sind. Und die ganze Gemeinde sieht dort, wie große Wunder du getan hast und das. Immer weiter und immer weiter. Und trotzdem sind wir mangelhafte Menschen, die Trouble haben zu glauben. Jesus, ich bitte dich, willst du unseren Glauben gerade merken. Dass wir glauben, was du sagst. Dass wir dein Wort beim Wort nehmen und anwenden. Kriegst du, was da geschrieben steht. Wenn du sagst, dass wir alle bei sich erst Rüt treiben, dann gehen wir und treiben bei sich erst Rüt. Wenn du das gesagt hast. Nicht, wenn ich das sehe, sondern wenn du das gesagt hast. Und wenn du sagst, wir sollen Kranke mit Ölsalben in der Hänge bleiben, über den Beten, und du wirst nicht abbrechen, du wirst nicht heilen, dann werden wir das tun, Jesus. Und wenn die Menschen sind, die im Trouble sind, die in Not sind, die traurig sind, dann werden wir hingehen und ihnen trösten. Mit ihren Lieden. Und wo Menschen schaftig sind, werden wir uns mit ihnen befreien. Jesus, du bist so wunderbar und herrlich, gut, barmherzig zu uns. Und wir loben dich, wir preisen dich, dass du jeder Tag, in jeder Stunde, du bist, wo wir sind. Und du sehnst uns und führst und leitest uns auf deinen Weg. Und dafür, weil wir die Ehre, die Lobe und die Preise. In deinem Namen Jesus Christus. Amen.